Merci, Madame Präsidentin, Damen und Herren. Nur den Weder vom Herr Fayo meine ich als den agreeable Kontrast für unzufänken bei dieser Rede für Klort Bekenntnis zur letzten Armee aufzulegen. Wenn ich dem Herr Fayo nullstellen, da klingt das für ein gut verpackten Plädoyer für die Dépense Militär noch weiter aufzusetzen, für ein Land, das Schussschluss liegt an der NATO, also das vielleicht nicht den echten Reflex, den ich soll tun. Aber ich schwenke Lummel und bei einem für schon 5 Minuten, dafür will ich mal aufhängen bei ein paar wichtigen Bemerkungen an die wichtigsten Bemerkungen, die betreffen selbstverständlich Personal von der Armee, weil ohne Militär gibt es keine Armee. Es gibt also nicht, Herr Fayo, dass wir keine UDO-Missionen hätten, dass da keine Raison d'être für eine Armee da wäre, weil die Notion von der Security territorial an den Missionen, die mit der Armee auch hier am Land kann machen, am Katastrophenschutz, an anderen Domänen, die schenken das vergessen, die sind aber auch ganz wichtig. Also, pur die war Personal. Das für uns eine Selbstverständlichkeit, dass ihr nicht könnt, soll dort rekrutieren, wenn ihr keine Motivation wie die Leute hat, und keine klare Perspektive für eine Karriere. Nur ganz wenig Leute melden sich an der Armee, weil sie Lust tun, ob das Leben, ob ein Abenteuer sich zu konfirmieren oder wer doch immer, die meisten gehen dahin, weil sie eben eine Perspektive auf einen Beruf hätten. Und das geht nicht. Und da sind ich fest überzeugt davon, wenn wir aufhängen, die Exklusivität oder Prioritätsrechte von unserem Militär vorzustellen, von den Soldaten. Wir bekennen uns dazu, weil ohne das können wir die Leute nicht genug motivieren, für sich an der Armee zu melden. Wir schuldigen dazu den Soldaten, weil die sich für lange Jahre freiwillig an den Dienst vom Staat stellen, und auch persönlich Risiken überholen, wie diesem Land zu dingen, die haben Recht auf eine Belohnung, die über ein paar Jahre rausgeht, die haben Recht auf eine Unerkennung von der Gesellschaft für das Risiko, und die sollen auch die Privilegien behalten, die sie Lodo haben. Ich verstehe noch nicht eine sozialistische Partei, die den Numm hat, und dann hier geht, und sagt, wir sollen ein paar von den Soldaten nach aufsetzen, 1500 Männer, kittet man primär nur Hecken. Ich erinnere mich, dass an anderen Debatten Sozialisten ein Sozialoder haben, aber wenn es dem Soldaten in der Armee geht, da schenkt die Oder aber deutlich was zu verkümmern. Das geht auch nicht. Herr Karteiser, dass Herr Fayo selbstverständlich, Herr Karteiser, könnt ihr dann geht das aber von der 5 Minuten aufgehalten, sodass der Milan kann sprechen. Madame Präsidentin, ich kann vorstellen, ich wollte dem Herrn Karteiser so, dass er falsch verstanden hat. Ich habe gesagt, Prim, Pai sollen das selbst bleiben, soft das Pai, wie klein kann gehen, an Prim, dann wie groß wie der Montan, global soll die selbst bleiben. Punkt. Das ist schon nicht ganz gut verstanden, Herr Fayo, und ich bin trotzdem entzerrt über das, was er sagt, weil wenn er 1500 € den Monat tut, das lädt unter dem gesetzlichen Mindestlohn, der das Lohn nach nicht vermehren. Also, denkt auch, wenn ich glief dorener. Und dann, also die Exklusivität an Priorität, die müssen erhalten bleiben. Und dann muss ich auch gucken, für die Kadere von der Armee, dass 12 Missionen dauernd klemmt, weil das ein froher Minister, der Juniors will stellen, dass das wie viel Prozent effektiv von den Kadern, die das Militärgesetz als gibt, auch präsent sind am aktiven Dienst. Weil wir haben nicht nur Rekrutierungsprobleme bei den Soldaten, aber bei den Kaperel, die Kader ist ja auch nicht voll, aber auch bei den Offizieren und Unteroffizieren, sodass immer mehr Leute, immer mehr DAX an die Kadere von der Armee müssen an Missionen gehen, wird selbstverständlich eine Reihe schwer psychologisch Konsequenzen hat, auch vor allem auf Familien und auf Freunde von denen Leute, es scheint mir so zu sehen, dass es doch zu mehr Schädungen an denen Milieu kommt, aber ein normal Konsequenz als von 12 Aufenthalter im Ausland immer mehr klemmt. Also die Sozial- und die Personaldimensionen sind ganz wichtig. Ich schließe mich auch den Kommentaren über Zeit liest, die gesagt haben, dass der Dem ist viel mehr aktiv rekrutieren. Wir haben da doch schon am Kontext von der Jugendarbeitslosigkeit als ADR gesagt, dass wir da müssen auf einen ganz proaktiven Approach gehen. Und ich will auch deutlich unterstreichen, dass wir die gewerkschaftliche Freiheiten von allen Membern und alle Kader von der Armee unterstützen. Es kommt für uns nicht auf froh, dass gewerkschaftliche Freiheiten hier am Land auf froh gestaltet werden, von egal wem und in egal welchen Umständen. Auch die Militärjustiz muss reformiert gehen, und zwar muss da ein ganz klar
Trennung sind zwischen der Strafverfolgung, dem Parquet an andere Funktionen, die am Blick beim Auditorat Militär zu Summe gelöscht gehen, eine mehr große Rechtsstaatlichkeit an dem Zusammenhang muss bestehen. Allerdings darf man nicht an die Fehler verfallen, für den Charakter von der Armee zu verkennen, an der Armee zu verwechseln mit einer ziviler Firma. Das ist es nicht. Sie muss operationell können agieren und das hat selbstverständlich auch Konsequenzen auf die Organisation von der Militärjustiz, aber von der Militärpolizei. Gut, das sind ein paar wichtige Kommentare über Personal. Ich will dann über Strukturreformen noch vielleicht auch gehen, Herr Minister. Wir können nicht Milchmäderschaft Rechnungen, natürlich geht Milchmäderschaft, aber so Rechnungen können wir nicht mehr, wenn es darum geht, wie die Etat-Majoren neu zu organisieren. Das ist nicht eine einfache Ökonomie, weil man muss ja gucken, wie eine Kategorie von Offizieren für allem, auf welchem Etat-Major schaffen, auf welchen Aufgaben dazu haben. Also die 30 Kilometer Trennung, Herr Feio, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass man höchst spezialisiert Aufgaben auf Waffensysteme haut an der Armee haben, aber wenn die am Programm d'Akquisition oder Gestion von einem Dingo sieht oder zu dickrig oder an der Staat sitzt, die hat Aufgaben, die nicht direkt mit der Gestion vom Heerbierger, mit den Soldaten dürfen zu dienen haben. Und das muss ich einfach gucken, dass eine logische Struktur dran ist. Eine Militärdirektion, eine Direktion des Affaires de la Défense, die muss ein militärpolitisch führen, eine Koordination mit dem Ausland garantieren. Ein Chef d'État-Major, der kann eventuell eine Funktion d'Inspecteur Général de l'Armée oder du Conseil militaire vom Minister überholen, wenn dann noch eine Cellule de Planification damit abbezogen ist, da muss aber eine Logik da dran sein, wird aber dagegen bedenken, dass natürlich der Kommandant vom Heerebierg auch neue Funktionen kriegt. Es muss eine Logik sehen, und wenn es der Logik, die daraus entsteht, dann noch Personalstruktur von den verschiedenen État-Majoren, das heißt, das ist keine Arithmetik, mit das eine Frage von der Politik, die sich umsetzt an eine Logik, an eine Strukturierung von den verschiedenen Etat-Majoren. Ich hole noch eine Minute, Madame, wenn es mir Feio seinen Kommentar, aber ich will noch ein Wort über die Finanzen sagen. Die Minute lo schon gebraucht, wollte ich aber just darüber aufmerksam machen, ich meine, wir können alle d'accord sein, dass zur Konklusion kommt. Ich komme zur Konklusion, die ich da kurz fassen, also noch ein Wort über die Finanzen, die Kernposition von der ADR über die Militärflieger. Ich bedauere aber, Herr Minister, dass wir Spurmaßnahmen Welt so weit müssen treiben, dass wir unseren Soldaten keine Sommeruniform können gehen und dass an der Wand der Box rundherum laufen, noch von den Wärmers, das hat nicht müssen Sinn. Und ich wollte auch so, dass du ein PS-Missionen, über die wir ja alle d'accord sind, können auf die Entwicklungshilfe ugerechnet gehen, dass das nachher am Kader von den 3D, dass das aber eine Operation comptable, die äußerst sinnvoll ist, weil reell, wenn man Finanzen mit denen vom Ausland gegen objektiv vergleichen, wie am Ausland die Entwicklungshilfe gerechnet wird, aber wie sie hier gerechnet wird, dann müssten du PS-Missionen, die wir machen, an die Entwicklungshilfe beigerechnet gehen, und nicht an ein anderes Budget. Das ist so nicht merci. Merci dem Herrn Karteiser und dann die letzten angedrohenen Redner aus Nährhängen.